Moin. Moin, moin. Moin. Ja, tut man da auf dem großen Haufen, ne? Ja. Sie, wenn ich nur Leute bei der Arbeit hab, dann geht's mir gut. Moin, Sie, hier ist Heinrich Schulte-Brömmelkamp. Aber ich wollte jetzt nicht über meinen Nachbar reden, sondern über meine Frau, die Erna. Wissen Sie, meine Frau, ich rede ja immer so schlecht über die, aber so wild ist das gar nicht, ne? Wissen Sie, mein Nachbar hier, der da eben mit der Schiebkarre durch ein Bild geschiebt ist, der wird von seiner Frau was kontrolliert, immer wenn wir beim Stammtisch sitzen. Alle 5 Minuten klingelt bei dem das Mobilhandy da, ne? Ja, Elfriede, ich bin beim Stammtisch. Nein, hier sind keine anderen Frauen. Und am Schützenfest, da passt die immer auf, mit wem er gerade tanzt. Der darf nur mit Frauen tanzen, die 20 Jahre älter sind als wie er. Und das ist nicht ganz einfach, die auf dem Schützenfest noch zu finden. Bloß der Freund von unserer Enkeltochter, das kann ich Sie sagen, der ist noch viel was schlimmer. Der steht abends immer mit dem Auto bei uns an der Einfahrt und guckt auch ja zu, dass unsere Enkeltochter schön zu Hause ist, dass die sich nicht mit anderen Leuten treffen tut. Und wenn der mal kommt, nicht, dann nimmt er immer ihr Mobilhandy, nicht, und guckt durch, von wem sie wohl diese, wie heißen die, SMS alle gekriegt hat, nicht. Also da muss ich sagen, was diese ganze Eifersucht, dieses gegenseitige Kontrollieren betrifft, meine Frau, die Erna, die ist da was anderes. Die vertraut mir. Wenn ich abends in die Kneipe bin, dann weiß Erna auch, dass ich garantiert nach Hause komme. Solange die Kneipe aufhört, bleibe ich nämlich drin. Also die vertraut mir blind links in unsere 40-jährige Ehe. Die hat mir noch nie misstraut. Woher ich das weiß? Ja, ich hab's in ihrem Tagebuch gelesen.